Matthäus Kapitel 1. Das Buch von der Herkunft von Jesus Christus, Nachkommen von David, Nachkommen von Abraham. Der Abraham ist der Vater vom Isaac geworden, der Isaac vom Jakob, der Jakob vom Juda und seinen Brüdern, der Juda mit der Tamar, vom Peres und vom Serach. Der Peres vom Hesron, der Hesron vom Aram, der Aram vom Aminadab, der Aminadab vom Nachschon, der Nachschon vom Salmon, der Salmon mit der Rachab vom Boas, der Boas mit der Ruth vom Jobed, der Jobed vom Isai, der Isai vom König David. Der David mit der Frau vom Uria ist der Vater vom Salomo geworden, der Salomo vom Rehabeam, der Rehabeam vom Abia, der Abia vom Asaf, der Asaf vom Josaphat, der Josaphat vom Joram, der Joram vom Usia, der Usia vom Joatam, der Joatam vom Ahas, der Ahas vom Hiskia, der Hiskia vom Manasse, der Manasse vom Amos, der Amos vom Josia, der Josia vom Jechonia und von seinen Brüdern in der Verbannung zu Babylonien. Nach der Verbannung zu Babylonien ist der Jechonia der Vater vom Sealtiel geworden, der Sealtiel vom Zerubabel, der Zerubabel vom Abihud, der Abihud vom Eliakim, der Eliakim vom Asor, der Asor vom Sadok, der Sadok vom Achim, der Achim vom Elihud, der Elihud vom Eleazar, der Eleazar vom Mathan, der Mathan vom Jakob, der Jakob vom Josef, ein Mann von der Maria, wo der Jesus geboren hat, dem, wo man Christus sagt. Vom Abraham bis zum David sind es 14 Generationen und vom David bis zu der Verbannung zu Babylonien 14 und von der Verbannung zu Babylonien bis zum Christus 14 Generationen. Mit dem Jesus Christus seiner Herkunft ist es so gewesen. Seine Mutter Maria ist mit dem Josef verlobt gewesen. Aber noch bevor sie miteinander geschlafen haben, merkt man, dass sie ein Kind überkommt vom Heiligen Geist. Der Josef als rechter Bursch will sie nicht am Pranger bringen, sondern ohne viele Umstände wieder auseinandergehen. Als er sich das hin und her überlegt, erscheint ihm ein Gottesbote im Traum und sagt: Josef, Nachkommen von David, kannst Maria, deine Frau, ruhig zu dir heimnehmen. Das Kind, das sie überkommt, ist vom Heiligen Geist. Sie bringt einen Sohn auf die Welt. Dem sagst Jesus, weil er nämlich sein Volk von der Verfehlung errettet. Das alles geschieht, dass wahr wird, was der Gott durch den Prophet gesagt hat. Schau, eine junge Frau wird schwanger und kommt einen Sohn über, und man sagt ihm Emanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Wo der Josef erwacht, macht er, was ihm der Gottesbote geheissen hat, nimmt seine Frau zu sich und schlaft nicht mit ihr, bis sie einen Sohn überkommt. Und er gibt ihm den Namen Jesus.